La La Land handelt von Sebastian und der Mia. Das sind zwei Künstler. Also die Mia ist eine Schauspielerin, eine angehende, und der Sebastian ist ein angehender Jazzpianist. Und beide versuchen quasi Fuß zu fassen in ihrem jeweiligen Gebiet, und das versuchen sie in Los Angeles. Dann treffen sie immer wieder einmal so aufeinander und finden sich am Anfang ein bisschen doof und finden schon wieder du und so. Aber dann mit der Zeit kommen sie zusammen und haben es schön und so. Und dann kommt der Erfolg und die Beziehung fängt an zu bröckeln. Und La La Land ist wirklich etwas sehr Spezielles. Es ist ein toller Film. Und das kommt von jemandem, der weder Musicals noch Romanzen wirklich gut findet. Und ich habe mich vor allem gefreut auf La La Land wegen dem Regisseur. Der hat Whiplash schon gemacht, was ich für einen absolut grossartigen Film handle. Und für mich ist der Damien Chazelle, der Regisseur, auch der Star von diesem Film. Wenn er den Film aufgeleistet, wie er ihn gefilmt hat, wie er ihn nachher zusammengesetzt hat, wie er ihn geschnitten hat und vor allem, wie er aufhört, das ist wirklich ganz grosse Klasse. Auch der Ryan Gosling und Emma Stone sind absolut sackstark. Die haben eine super Chemie miteinander, man kauft ihnen das super ab. Die Emma Stone hat ein bisschen mehr Moment, meiner Meinung nach, zum Scheinen und zum können zeigen, was sie kann. Der Ryan Gosling ein bisschen weniger, aber beide sind extrem gute Sänger und Tänzer, weil vieles ist effektiv live gesungen und nicht im Nachhinein oder irgendwie vorher aufgenommen. Es ist wirklich live gesungen bei vielen Sachen und das finde ich recht beeindruckend, muss ich sagen. Und eben ihre Chemie stimmt und das Paar kauft man ihnen absolut ab. Auch die jazzige Musik, die der Damien Chazelle schon bei Whiplash ziemlich in den Vordergrund gestellt hat, habe ich super gut gefunden. Es hat coole Songs dabei, sie sind gut geschrieben, sie sind gut gesungen von den Schauspielern. Das habe ich noch beeindruckend gefunden. Und ich finde vor allem City of Stars ist ein absolut toller Song. Ich habe auch versucht, den auf dem Klavier zu lernen und das ist dabei rausgekommen. Und an all diesen Sachen merkt man, wie viel Leidenschaft und Liebe das der Damien Chazelle, der Regisseur, in das Projekt hineingesteckt hat. Und das ist einfach wirklich grosse Klasse. Das sieht man nicht mehr so oft im Kino, habe ich das Gefühl, wenn alles nur noch vollgemüllt ist mit Star Wars, Superheldenfilmen und Sequels. Nicht, dass ich etwas gegen das hätte, aber man sieht es nicht mehr so viel. Der schwächste Aspekt an dem ganzen Film ist meiner Meinung nach das Drehbuch. Aber selbst das ist wesentlich viel besser als bei den meisten Romanzen. Es folgt so ziemlich der normalen, funktionierenden Struktur von dem Ganzen mit der Dramaturgie und allem, und das ist ja auch völlig okay. Aber ich finde, er würzt das Ganze mit ein paar spannenden Elementen und vor allem mit einem fantastischen Ende. Und was mir sehr wichtig ist, ich habe so ein bisschen das Problem bei den Romanzen, dass sie schnell einmal kitschig werden, und La La Land ist eine Romanze und hat gewisse Kitsch-Momente und Elemente, aber im Großen und Ganzen kommt er ohne Kitsch aus und das finde ich super. Und auch der Humor kommt noch dazu, den ich sehr gut finde in dem. Er funktioniert super. Und irgendwie tue ich dem Film Unrecht, wenn ich sage, dass das Drehbuch der schwächste Aspekt ist. Es ist gleich ein gutes Drehbuch, aber es ist schlussendlich wahrscheinlich der schwächste Aspekt vom Film. Ich weiss gar nicht, was ich negativ sagen zu La La Land. Der hat mir extrem gut gefallen. Und das, obwohl es ein Musical und eine Romanze ist. Allerdings hat mir die erste Hälfte ein bisschen besser gefallen als die zweite. Das ganze Setup hat mir persönlich besser gefallen. Wiederum ist das Ende absolut fantastisch und sonst Top-Regie, Top-Schauspieler, Top-Musik, Top-Kamera, mit viel Liebe gemacht, sozusagen. Und ich meine, was willst du mehr? Wenn ich jetzt Sternchen geben, dann gäbe es ganz einen Haufen von diesen Sternchen für La La Land von mir. Ich empfehle La La Land sogar den Leuten, die Romanzen und Musicals nicht gut finden. Ich bin auch kein Fan von diesen Genres. Aber der Film macht so viel richtig und macht so viel gut. Darum empfehle ich ihn auch dir. Aber wenn du natürlich findest, nee, ich finde Musicals doof oder nee, ich finde Romanzen doof, dann wirst du den Film nicht gut finden. Aber wenn du offen in diesen Film hineingehst, dann glaube ich, dass du von dem etwas mitnehmen kannst. Mein letztes Review von 2016, wo zwar im 2017 rauskommt und der Film kommt auch in 2017 raus, aber ich habe ihn 2016 gesehen und darum zählt es noch als 2016. Egal.
La La Land, grosser Fan, unbedingt schauen, wenn er im Kino kommt oder sonst daheim oder wenn auch immer. Ich sage einfach schauen. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.